Doch hier ist es noch längst nicht so weit. Denn für das Oktoberfest 2010 hat sich eine der Brauereien etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Zum ersten Mal seit über 30 Jahren soll das Winzerer Fändel der Paulaner Brauerei komplett neu gebaut werden. Größer und moderner als alle anderen Zelte. Und die Brauerei will eine Weltneuheit einführen. Ein zentrales Bierlager, von dem alle Schenken mit Nachschub versorgt werden. Bisher waren dazu viele kleine Tanks nötig. Eine enorme Erleichterung für Wiesenwirt Peter Pongratz, wenn alles funktioniert. Es ist wirklich eine Sensation, es ist eine enorme Verbesserung und ich bin schon richtig gespannt drauf, aber es muss halt funktionieren. Also wenn es nicht funktioniert, haben wir ein richtiges Problem. Aber ich glaube, da habe ich das größte Problem. 2 Monate später. Die Pläne sind fertig und beim Hersteller des neuen Riesenzeltes entsteht eine Musterbox. Ein kleiner Zeltausschnitt in Originalgröße. Heute ist Tag der Entscheidung. Peter Pongratz und Brauereigeschäftsführer Andreas Steinfert schauen heute ganz genau hin, bevor sie ihr Okay geben. Wir achten auf alles. Es gibt jetzt nichts Besonderes, sondern auf die gesamte Ausstattung, auf alles, was jetzt da passiert. Es muss ja alles funktionieren da drin. Und nicht nur das. Jedes Jahr muss alles auf und wieder abgebaut werden. Und während der Wiesn den Ansturm von Hunderttausenden Besuchern aushalten. Damit nichts schief geht, kümmern sich Peter Pongratz und Andreas Steinfert um jedes Detail. Selbst die Hinweisschilder im Zelt nehmen sie genau unter die Lupe. Wo sind da Riegel herein? Das links da oben, da ist doch diese Lasche da. Ja. Und da wäre das Fischgrab drüber, aber es ist zu lang, jetzt steht es nämlich vorn drüber raus. Aha. Und das soll es ja nicht. Das soll der vor der Kugel praktisch soll es abschließen. Das kommt da auf. Die Hinweisschilder sollen es den Gästen einfacher machen, ihre Sitzplätze zu finden und so das Chaos im Zelt verringern. Die Zeltdekoration, schwer entflammbarer Stoff in den Münchner Farben Schwarz und Gelb. Das ist jetzt aber anders gelb wie das da drum, oder ist das dasselbe Gelb? Ja, wobei der obere Stoff ist noch nicht der Originalstoff. Ach so. Der kommt mir ein bisschen windig vor. Das ist richtig schöne Qualität. Wenn du hinlangst, dann merkst du, dass da was dahinter steckt. Letzter Punkt für die Zeltabnahme, die Wandgemälde mit typisch bayerischen Szenen. Sie sollen selbst auf dem größten Volksfest der Welt die Stimmung eines gemütlichen Biergartens vorgaukeln. Und ganz nebenbei auch noch Appetit und Umsatz ankurbeln. Das strahlt wirklich Freude am Leben aus. Das ist Bayern, das ist richtig Bayern. Ja, wenn man das anschaut, dann siehst du es ja jetzt oben größer. Also das ist irgendwie so nett dargestellt. Da kriegst du gleich Appetit und kriegst gleich Hunger, wenn du den Schweinsbraten da siehst. Und die Brezen da am liebsten darfst du gleich reinbeißen. Die Abnahme war nur der Anfang. Der richtige Stress beginnt ab jetzt. Naja, fast. Ein Bier darf schon noch sein, denn bis das im neuen Oktoberfestzelt fließt, wird es noch anstrengend genug. Mitte Mai auf der Theresienwiese. Weit und breit nichts zu sehen vom Oktoberfest. Denn der Aufbau der gigantischen Zelte darf erst Mitte Juli beginnen. Doch für das Winzerer Fändel gibt es eine Ausnahmegenehmigung. Denn das neue Zelt ist völlig anders als das alte. Höher, breiter, größer. Die alten Fundamente müssen raus, neue rein. Sie liegen das ganze Jahr im Erdboden, denn die Zelte stehen jedes Mal an exakt der gleichen Stelle. Viel wichtiger als die neuen Fundamente aber die Bierleitung. Eine Weltneuheit. Durch sie soll nachher das Bier an die 5 Schenken im Zelt fließen. Geht hier etwas schief, sitzen 8000 Zeltbesucher auf dem Trockenen. Eine Katastrophe. Jörg Kattens muss nicht nur deshalb exakt arbeiten. Hier ist halt wichtig, dass die ganzen Faktoren zusammen bestimmen, dass da eben drinnen nichts mikrobiologisch passieren kann. Also dass das drinnen glatt ist. Was passiert, wenn es nicht glatt ist? Wird dann das Bier irgendwie verunreinigt oder wie ist das? Ja, da haben die Bakterien Platz, sich drinnen zu vermehren. 4 Tage arbeiten die Experten an der Weltneuheit, egal bei welchen Bedingungen, denn die Leitung muss unbedingt fertig werden. Das Schlimmste
Schwierigste bei der ganzen Schweißerei ist Wind und Nässe. Wenn du sowas hast, dann dauert alles länger, weil du musst dich einbacken, du musst wirklich alles versuchen, damit der Wind nicht reinkommt. Deswegen habe ich den Schirm habe ich nicht da, damit ich keine Sonne abkriege, sondern damit der Wind nicht reinpfeift in die Schweißnaht. Die Leitung liegt nachher 1 Meter unter der Erde. Ein Knochenjob für die Monteure. 240 Meter hoch, ja. So wie mir meine Knochen jetzt wehtun, so glaube ich, haben sie noch nie wehgetan. Die gute Nachricht: Wie die Fundamente bleibt auch die Bierleitung dauerhaft im Boden und muss nicht jedes Jahr neu verlegt werden. Zur gleichen Zeit beim Zelthersteller in der Nähe von Augsburg. Hier entstehen nicht nur die gigantischen Dachbalken und Ständer des neuen Zeltes, sondern auch die Wände, der Boden und die Inneneinrichtung. Fast alles aus Holz. In nur 2 Monaten soll der Aufbau beginnen. Bis dahin müssen die Arbeiter hier fertig sein. Besonders wichtig: die Querstreben zwischen Ständer und Dachbalken. Sie sorgen für genügend Stabilität, damit das Zelt auch starkem Sturm und Unwetter standhalten kann. Metallplatten und riesige Schrauben sorgen für zusätzliche Sicherheit. Ulrich Hartl und Michael Meyer bauen unermüdlich an den riesigen Querbalken. 30, 15 pro Seite sind. Das größte Problem: ein Oktoberfestzelt muss nicht nur einmal aufgebaut werden und steht dann fest, sondern es muss immer wieder auf- und abgebaut werden, oft über viele Jahre. Lang Reppezelt. Und wie lange ist das hält? Ja. 30 Jahre, sag ich. 30, 40 Jahre. Das alte Winzerer Fähndl war aus den 70ern. Das neue soll auch mindestens 30 Jahre halten, wenn alles passt. Passt normalerweise schon immer. Sollte normalerweise immer passen. Mindestens eine halbe Stunde benötigen die Arbeiter pro Querverbinder. Bei 30 Stück also 2 Tage. Bis zum Transport auf die Theresienwiese lagern sie vor der Halle unter dem Dach. Brauereichef Steinfert und Wiesenwirt Pongratz sind beeindruckt von der gigantischen Konstruktion. 20 Meter 40, ein Binder. Das ist ja Wahnsinn. Das schaut mal Das ist die- eine halbe Halle. Halbe Halle, das heißt freitragende Konstruktion. Das ist ja brutal. Genauso beeindruckend die Zeltplane. Denn die ist ganz anders als bei einem normalen Zelt. Ich habe mir das immer als ganze Plane vorgestellt. Das heißt, das sind reine Bahnen. Nur Bahnen und die Plane, dass man so mal weiß, ist ungefähr 1 Millimeter stark. Also sprich, die ganze Bedachung ist 1 Millimeter stark. 1 Millimeter? Was dieses Baumwollmischgewebe hat. Okay, das ist ja dünn. Ganz dünn, wie ein Zelt. Und das ist sowohl wasserdicht als auch Atmungsaktiv. Genau. Dicker wäre unmöglich, denn dann würde das Zelt noch schwerer, als es sowieso schon ist. Für das neue Zelt sind es ungefähr so 80 bis 100 LKW-Fuhren. Und wenn man rechnet, dass pro LKW im Mittel 15 Tonnen Last drauf ist, dann kann man ausgehen, das sind von so 1200 bis 1500 Tonnen Material für ein Zelt. Donnerwetter, das ist natürlich schon gewaltig. Ja? Und das für 16 Tage. Mitte Juli. Noch genau 60 Tage bis zum Fassanstich. Auf der Theresienwiese hat Ulrich Plätschacher das Kommando übernommen. Heute muss er mit seinem Team das Seitenschiff aufbauen. In ihm sollen später der Küchentrakt und das Bierlager stehen. Nur 4 Stunden Zeit für 15 Ständer und das bei einem neuen Zelt. Im ersten Jahr ist alles ein bisschen komplizierter. Jeder der Ständer muss einzeln an die richtige Position gehoben werden. Keine leichte Aufgabe bei über 10 Meter Länge und 4 Meter Höhe. Das obere Ende der Ständer muss in spezielle Halterungen am Hauptschiff, das untere Ende in die im Boden eingelassenen Fundamente passen. Starke Stahlseile verbinden die Holzkonstruktion und verhindern, dass ein Sturm sie umwerfen kann. Jeder Ständer hat seinen genau festgelegten Platz. Und doch gibt es am Ende ein Problem. Die Kettensäge muss her und es lösen. Vier Wochen später.
Das Zelt steht, zumindest äußerlich. Innen sieht es dafür noch lange nicht nach Feierstimmung aus. Hier streichen Maler zwar schon die Wände und über dem Haupteingang entsteht der Balkon. Dafür geht es im Küchentrakt noch drunter und drüber. Eine Woche später kommen da zwar endlich die ersten Küchengeräte. Das Wichtigste fehlt aber immer noch, die Biertanks. Die sollen heute kommen. Ulrich Plätschacher ist im Stress, denn vorher muss er noch einen Teil der Schenke auf dem Balkon einbauen. Doch die Spülstation wird zum Problem für die Zeltbauer. Thomas! Da vorne steht er und quatscht wieder. Der Bauleiter kennt die genauen Pläne und muss helfen. Anschlüsse zur Heizung über. Zum Biercontainer. Kann ich stehen? Kaum steht der Container, taucht das nächste Problem auf. Er passt nicht. Das Rohr ist so Abluft vom WC. Eigentlich, sagen wir mal so, eigentlich ist der Container zu hoch. Oder so. Das Problem? Das Zelt ist brandneu, der Container stammt aber noch vom alten Zelt. Seil ab. Auf den Zentimeter. Er hat vorher auch passt im alten Zelt. Warum sollte er jetzt nicht mehr passen? Neigung haben wir nicht verändert, oder? Da ist alles verändert worden. Der Container steht hinter den Kulissen. Trotzdem achtet Ulrich Plätschacher auf jeden Zentimeter. Jörg, um 3 rüber. Schief machen kann es jeder. Kann ich mit meiner Berufsehre nicht machen. Kaum steht der Container, kommt der LKW mit einem der Biertanks an. Die muss Ulrich Plätschacher noch heute einbauen. Wir laden den Biercontainer jetzt ab, den zweiten, der dritte, der LKW fährt es dann nochmal, bringt dann den dritten, wenn alle 3 da sind, dann werden wir es oben auf diese Erhöhung setzen, auf die Stahlkonstruktion. Nein, wir haben ja eine Weltneuheit. Wir haben ja die unterirdische Bierleitung, wo wir von einem zentralen Stammpunkt alles versorgen können. Nicht wie die kleinen Tanks, die man jetzt hier sieht zum Beispiel, die sonst in allen Zelten sind, im Hintergrund versteckt, wo in jeder Schenke 3 oder 4 sind, sondern wir haben einen zentralen Standort mit 3 Tanks, 280 Hektoliter. Und da wird dann das ganze Zelt versorgt. Insgesamt 84.000 Liter Bier fassen die 3 Tanks. Noch ist der dritte aber nicht da. Deswegen heißt es für die Arbeiter, warten. Und Mittag, ha? Machen wir Mittag. Brotzeit. Brotzeit ist die schönste Zeit. Doch während der Pause ein Wolkenbruch. Es gießt in Strömen, doch das Team hat keine Wahl. Es muss heute fertig werden. Ja, habt ihr ja Scheißwetter wieder rausgesagt. Was ist los? Schlechtes Wetter. Regen. Der Grund für den Ärger: die Biertanks sollen auf diese Stahlkonstruktion über dem Küchentrakt. Und zwar absolut exakt. Denn auf einer Seite hat die Brauerei eine Präzisionswaage installiert, mit der der Bierverbrauch gemessen wird. Damit die Tanks nicht schief stehen, muss Ulrich Plätschacher sie deshalb auf der anderen Seite auf Holzbalken stellen. Dann kann endlich der erste Biertank kommen. 3,5 Tonnen Leergewicht am Kranhaken. Immer wieder misst Ulrich Plätschacher nach, denn der Platz ist eng. Und wegen der Wagen muss der Tank exakt gerade stehen. Seil langsam ab. Gut, stopp. Seil auf. Hängen wir den nächsten an. Nach nur 20 Minuten schwebt der zweite Tank am Haken. Auch hier ist Präzision gefragt. Stehen die Tanks schief, funktionieren die Wagen nicht genau genug. Jürgen! Gehst du rüber? Nein, du sollst rübergehen und den Abstand messen. Je gerader die Tanks, desto besser die Messung. 12! Da drück halt rüber. Seil ab. Da ist er ja wieder. Zeit ist wann? Der dritte Container ist auch da. Nach 3 Stunden Arbeit im strömenden Regen stehen endlich alle 3 Biertanks an ihrem endgültigen Standort.
Jetzt ist Uwe Däbel am Zug. Er hat die neue Technik entwickelt. Es ist auch kein Hexenwerk. Man muss sich das vorstellen, in dem Zelt ist ein großer Biersee in 1 Meter Tiefe. Und diesen Biersee, den zapfen wir an. Ja, genauso ist es auch hier. Die Ringleitung liegt jetzt in dem Zelt verteilt. Und an 4 Stellen zapfen wir dann die Ringleitung an. Und genau an diesen Stellen sind die Schenken. Die 3 Tanks bei einem guten Tag in dem Zelt gehen 700 Hektoliter, also 80% sind draußen dann an einem Tag. Das muss dann wieder aufgefüllt werden am Abend. Die Tanks stehen. Endlich kann auch hier das Dach geschlossen werden. Knochenarbeit, denn die Männer müssen die Zeltplanen von Hand auf die Holzständer ziehen. Anfang September. Nur noch 10 Tage bis zur Wiesn. Und noch immer ist das Zelt nicht fertig. Überall wird gebaut, gemalt und dekoriert. Heute sollen die Wandgemälde aufgehängt werden. Sie sollen nachher für zünftig bayerisches Flair im Zelt sorgen. Doch Plan und Realität passen nicht. Wieso geht es so weit links, rechts rüber? Keiner weiß genau, wo und wie die neuen Bilder aufgehängt werden müssen. Nur eins ist sicher, so wie geplant können sie nicht hängen bleiben. Zu wenig Platz für 4 Bilder. Es waren dann bloß 3 geplant. Mit 3 wäre es ja ganz einfach. Wenigstens die Biertanks sind mittlerweile angeschlossen und sollen heute ihren ersten Test mit Gästen bestehen. Doch ob das gelingt, ist unklar, denn bei der Generalprobe am Morgen gab es den Super-GAU. Heute Morgen waren 2 Leitungen verstopft. Diesen Pfropfen haben wir rausgebracht, da war Rost drin. Ich möchte jetzt gar nicht spekulieren, woher der kommt, aber der Rost hat uns leider den Kompensator-Zapfkopf zugesetzt, sodass gar kein Bier durchgeflossen ist. Ob das Problem wirklich behoben ist, ist noch unklar. Doch es muss klappen, denn Wiesenwirt Peter Pongratz hat für den ersten Test extra Gäste eingeladen. Jetzt kommt der erste Schluck und der wird zischen, ich verspreche es Ihnen. Und wenn ich dem schon zuschaue, wie der schon da steht, in dieser Erwartungsstellung. Ich bin in der Erwartungsstellung und er schenkt jetzt. Ich kriege jetzt einen schönen Schnitt hier. Und glauben Sie, es klappt mit der neuen Bierleitung? Ja, wir werden sehen jetzt gleich. Lassen wir uns doch mal auf uns zukommen. Tatsächlich, es fließt. Gott, na ist das schön. Also, auf euer Wohl. Nach fast einem Jahr Vorbereitung und Bauzeit fließt das erste Bier. Seit gestern feiern über 8000 Gäste gleichzeitig im neuen Zelt. So viele passen rein. Das modernste Oktoberfestzelt der Welt. Der Aufbau jetzt noch einmal in 20 Sekunden.